Die Damen und die Herren von der Presse, ich dir ganz herzlich willkommen heißen. Ich merci so, dass der ich bemüht hat für das Pressekonferenz, wo wir den Aktivitätsrapport 2014 von der katholischen Kirche zu Lützeburg präsentieren. Und da ihr wüsstet, an einem Moment, wo Orlo zu Rom, am Vatikan, die echt Umweltenzyklika von der Päpst und aus dem Papst François lo viergestaltet wird, das also haut schon eine ganz extra an da. Wenn ich so, dass mir froh sie nicht zu begrüßen, dann will ich euch auch ganz kurz die Leute vorstellen, die ich da mengen. Das zum engen als neuen Generalökonom, den Herrn Marc Wagner. Ihm zur Seite sitzt den Herr François Musel von PwC, an neben ihm Madame Elisabeth Werner von dem Service de la Pastoral aus dem Bistum. Dann zu Menger Rietzer, den Herr Professor Jean Ehret, Direktor von dem Centre Jean 23, an als Pressemensch, den Roger Nilis, den der alle gut kennt. Voilà, das für die erste Kehr, dass wir können Madden zeitgleich, also einen Rapport 2014 präsentieren, mit auch einem Flyer Chiffre Clé 2014. Die der Rapport adressiert sich mehr an die Public avisé und Administrationen. An de Flyer, den eng Party vun Grundsäulen vun der katholischer Kirche rëmhält, als gedurcht fir e Publik lach. Wir wollen also ganz transparent sein, an dem wir mehr noch vier fuhren, da doch schon die 2 Jahre für Drohnen als Tolayes werden. Vielleicht wie baut sich den Rapport ab? Den Rapport hat 2 größere Teile. Einerseits als eine Beschreibung von den Aktivitäten an von den Konten von dem Bistum. An ab der zweiten Partie gehen dann auch die Aktivitäten an Konten von dem Grand Séminaire Centre Jean 23 belegt, präsentiert. Das, weil den Centre Jean 23, der Grand Séminaire, eine Entité juridique abhängig ist. Der Rapport hält natürlich nicht alles ab von Aktivitäten, was es bei der Kirche gibt, aber hauptsächlich auch die wir von unserer diözesaner Vue hier können mit ein bisschen steuern und auch überblicken. Ihr wisst, dass das letzte Jahr 2014 für die katholische Kirche zu Lützeburg ein ganz movimentéiert Jahr war, aufgrund von den Negoziationen zwischen der Regierung und der Kirche, besonders auch an der zweiten Hälfte von dem Jahr und die Verhandlungen und Intensität zugeholt. Und schließlich kommt ja dann zu der Unterzeichnung von 3 Konventionen Ugangs dieses Jahres, das wisst ihr. Die erlaubt mir, dass ich auf dieser Platz nicht mehr nachdenke, auf den Inhalt von diesen 3 Konventionen angehen, da das schon hinlänglich geschieht. Ich will aber dabei sagen, dass war noch der Kreis von den Negoziateuren klein war. Von unserer Seite aus, als die Verhandlungen begleitet waren und noch rückgekoppelt waren, und wie wir sie genannt haben, 7 Assisen, eine Versammlung, und der all wichtig Beratungsgremien von dem Erzbischof vertreten waren und zeitweise auch Gewerkschaftsvertreter von Religionsenseignanten und noch vom Dachverband von den Kirchenfabriken, dem CIFEL. Ich will auch dabei sagen, dass es den Nebeneffekt gab von den Verhandlungen, nämlich den, dass das Verhältnis von der katholischen Kirche zu den anderen Kultusgemeinschaften hier am Land, am Besonderen noch zu denen, die an dem Conseil des Cultes Conventionnés zusammengeschlossen sind, mir aber auch darüber heraus. Auch beispielsweise zu der Schura, dass die Relationen sich noch intensiviert tun. Sie waren schon nicht schlecht, sie sind gut gehen, sie gehen noch 4 Runden, aber ein ganz guter Weg. Dann wird auch gesehen am Tedeum von der nächsten Woche, dass die Religionsgemeinschaften auch da vertreten sind, was doch ein Ausdruck von diesem guten Klima ist. Ich will dann noch kurz eingehen, ob die Aktivitäten die Bistum betreffen. Da fange ich an mit dem pastoralen Volley und beschränke mich da an der Hauptsache auf meine neue Initiativen, neben dem, was de toute façon mir all Joer och machen. 2014 stung nach enkeer am Zeche vun der Remodellierung vun eiser Porlandschaft.
Wir haben aus 274 freiere Poren, die schon entretemps zu 57 Perverbänden regruppiert waren, ein neues Projekt developiert mit ungefähr 30 neue Poren. An diese Projekt gouf auch vorgestellt am Kader von einer Tournee durch das Land. Wir nennen das 5 Pastoralregionen, wo wir die 900 Leute begegnet haben. Das Ganze wird neu angepasst auch gehen. Und wir werden noch an diesem Hirsch mit einem modifizierten Projekt nachdenken und Basis gehen bei den Leuten. Das ist also keine Planung einfach nicht mehr vom geringen Tisch, sondern auch am Échange mit den Leuten selber. Dann will ich auch an dem Zusammenhang annehmen, dass das Menge nicht der Wert, dass es, was Staat Lützeburg betrifft, ein Projekt gibt, ein partizipatives Projekt von der Force Viven, also das sind die hauptamtlich, geistlich und noch Laien, wir haben auch Leute aus der Paarverbandsrat Benevol, die zusammen ein Konzept entwickeln, wie sie sich vorstellen, dass die Kirche hier an der Stadt Lützeburg sich für die Zukunft kann strukturell und pastoral neu aufstellen. Und dazu werden sie dem Erzbischof eine Reihe von Empfehlungen mit auf den Weg gehen, an hin und doch gesagt, die werden die prüfen und auch umsetzen, so wie das ihm für sinnvoll scheint. Dann ein paar neue Pastoralinitiativen, neben dem, was all der an den Purverbänden, an den kirchlichen Movementen, an den Kliniken, den Altersheimer, an den Schulen, den Internaten, den Klöstern, an kirchlichen Assoziationen geschieht. Eine interessante Initiative ist die Schärfung von sogenannten Equipe de Funérailles. Das sind also Equipen, die aus Laien bestehen, die können an der Zukunft Begräbnisse und Kirchfest und noch Trauerfeiern an der Kirche leiten. Sie rund 30 Leute, die sich letztes Jahr an Informationen angeschrieben haben, die auch das Jahr 4 geht. Praktische Formation, theoretische Formation. Das ist eine zertifizierte Formation, die dann noch kann dazu führen, dass sie eine bischöfliche Beauftragung kriegt für diesen Dienst. Den Bischof hat auch neue Dispositionen rausgegeben, was das Firmenalter betrifft, den lo ab 17 Jahren an der Regel abgesagt ist. An den fantastischen Experienz gouf dem Niveau von der Jugendpastoral, das letzte Jahr, wo der Erzbischof mit rund 140 jungen Leuten an den Norden von Thailand gereist ist, und do bei einem armen Bierstamm, die nennt Karen, mit den Jungen gelebt hat, und die do auch mit den Einheimischen ganz einfach Kirche gebaut haben, die dem Heiligen Willibrord geweiht gouf. Eine Initiative neuer Art wäre beispielsweise eine Marche pour la Nouvelle Evangelisation mit rund 150 Leuten, aber auch die Sensibilisierung an Formation von Benevolen am Kader von einer Aktion, die wir genannt haben, 1 Stunde, rien qu'une heure, wo es darum geht, dass die Leute sollen 1 Stunde von ihrer Freizeit entweder pro Woche oder pro Monat oder alle 14 Tage, wie dann hier ein Zeitbudget passt, zur Verfügung stellen, für beispielsweise bei krank oder eler Leid zu gehen. In 50 Benevoler sind auf die man näher formiert gehen, für besonders eler Leid an ihrer Isolation nicht allein zu lassen. Dann wäre auch eine wichtige Aufgabe die, dass den Papst François gerufen hat, Bischöfe zu einer außerordentlichen Synode über die Familie, und dass er da am Vierfeld eine breite Konsultation gewünscht hat, die auf bei uns am Bistum auch durchgeführt, an einen dicken Rapport auf 34 Seiten mit einer Stellungnahme vom Erzbischof ob Rom weitergereicht. Ich gehe über zu dem Enseignement religieux, wo es eigentlich aber muss annehmen können, dass am letzten Jahr von der Seite von den Kulten hier eine ganz extra Initiative gab, nämlich die von einem Memorandum von den Religionsgemeinschaften, von denen, die an dem Conseil des Cultes konventioniert sind, aber auch darüber hinaus mit der neuen apostolischen Kirche und der Schura, für zusammen in Religionenunterricht, also ein Kurs der Religion, zu verantworten. Ich meine, das ist ziemlich unik in Europa. Leider ist das Initiative, die wir geholt haben von dem Edukationsministerium
direkt aufgewiesen. Als Administration hat auch nicht geschlafen. Zu eher von dem Service, den ich hier empfängt, muss ich sagen, dass die Internetpräsenz von www.katol.lu deutlich an die Lot gegangen ist, was sowohl die Visiteuren wie auch die Visiten von den einzelnen Seiten betrifft. Da ist es ein Plus von ungefähr 6%, was Personen betrifft, die als Besicher kommen, aber auch Konsultationen um 8% zugelöst par rapport zum 4 Jahren. Ein ganz großer Sprung wird, was Konsultationen betrifft, von den Porverbänden, von den kirchlichen Services, von Institutionen von der Kirche wird ein Plus von 35%. Ich stehe auch so, dass als Leute an der Administration dick beschäftigt wären mit den organisatorischen Fragen rund um den Tedeum, weil es letztes Jahr ja für dich war, dass der Erzbischof selber dahin invitiert tut. Ich stehe auch verraten, was den Tedeum von diesem Jahr betrifft, dass wir einen außerordentlich höheren Flux von Ummeldungen haben. Es bleiben nach Plätzen an der Kathedrale für die Leute, die natürlich alle gut und herzlich invitiert sind, mit das in immens großen Interesse daran zu verzichten. Als Archiven machen am Verborgenen ein ganz wertvoller, fleißiger Arbeit, wo es darum geht, Paarregistern zu konservieren, an was auch für Familienforschung wichtig ist. Und da ist am Gange eine große Arbeit von Numerisierung von Registern gemerkt zu gehen, en vue von einer virtueller Salle de Lecture, wo dann die Quellen für jeden dann noch können zugänglich gemacht werden. Ich wurde für aufzuschließen zu unserem Personal. Ab den 31. Dezember 2014 waren 283 Salarien am Dienst vom Erzbistum, darunter 102 geistlich an 181 Laien. Das sind 10 Männer wie das Jahr 4 drin. An dem Enseignement fondamental sind 227 Religionsenseignants gewesen und am Sekundär 49 Leute. Stichwort Personal wird mit Gelegenheit für auf dieser Platz als ein paar tausend Benevolen angefangen bei dem jüngsten Massendinger bis hin zu dem ältesten Chorist, als ein engagierte Leute an der Pastoral, an der Administration, an der Weiterbildung, an dem Enseignement, den Honorarien, den Institutionen einen ganz großen und herzlichen Merci auszusprechen. Und ich will aber auch ganz extra hier als Donateuren annehmen, die über die Stiftung Fondation Saint-Irmin tatkräftig unterstützen, sie das durch ein Ordre permanent oder auch sonst bei anderen Gelegenheiten mehr okkasioneller Art mit einem substanziellen Don. Wir sind noch weiterhin auf die Unterstützung angewiesen. Dann aber ist es mir in Nullayes für meinen Viergänger an diesem Amt, dem Ernie Gillen, einen ganz großen und herzlichen Merci auszusprechen. Dank seiner großer Kompetenz am Bereich von dem Management, seinen ökonomischen Sachverstand, den Mengen nicht bei keinem kontestiert, dass den weit bekannt ist, hat die Administration und auch die kirchlichen Services neu abgestaltet. Er hat ganz entscheidend Weichen an der Gestion von dem Patrimoine immobilier und finanzier gestaltet. Und das mit der ganz guter Zusammenarbeit von der Ökonom General ad Interim, der Madame Bernadette Reuter, die ich extra will auch an diese Merci mal anschließen. Ich meine, dass den unbestreitbaren Verdienst von dem Herrn Gillen ist, dass man die nicht ganz einfache Situation von den Finanzen vom Bistum am Griff haben, dass man sie können transparent kommunizieren und dass man Potenziale haben, die also da leben, auch mit ganz großem Vertrauen an Zukunft zu gehen. Merci für alles, Ernie. Und damit fällt es mir nicht schwer, eine Evaluierung zu schaffen zu einem neuen Ökonom General, dem Herrn Marc Wagner, den ich durch den Finanzrapport feiere. Ja, merci Leo. Und ich gebe mich auch gerne dem Merci ausschließen und den Ernie Gillen und Bernadette Reuter
weil hier formidabel Arbeit am wirtschaftliche Bereiche doch mehr ermöglicht, einen nahtlosen Übergang hinzukriegen, und natürlich auch die Arbeit von den Equipen, die für drunter waren und noch heute sind. Ich gebe schon gerne ein paar Erklärungen gehen über die wichtigsten Zahlen. Der fand die Erklärung noch mehr detailliert am Rapport de l'Économe ab der Seite 41 erfolgend, und natürlich auch nach ein ganz reifen Detailinformationen an den Noten zu den konsolidierten Konten auf der Seite 52 erfolgend. Den ersten Punkt, über den ich gerne schwätzen, das ist Resultatsverbesserung natürlich. Wir konnten 2014 erstmalig seit vielen Jahren das konsolidierte Resultat von einem Verlust auf einen Überschuss umdrehen. Nach einem Verlust 2013 von rund 1,9 Millionen konnte das konsolidierte Resultat 2014 um 4,5 Millionen gesteigert gehen, wird in 2014er Überschuss von 2,6 Millionen ermöglicht wird. Wichtig ist, dass die Resultatsverbesserung nicht bedingt ist durch nicht ob sogenannte nicht operationell oder nicht Kurantposten, mehr sie als mehr gesund, mehr nachhaltig, das bedingt durch operationelle Posten an hauptsächlich durch den Umsatzsteigerung, Senkung von den externen Kosten und auch Reduktion von den Personalkosten. Wir haben in unserem Gruppe zwei Teile. Wir haben das Bistum selber, den strukturell ja praktisch keine Revenuen hat, das heißt strukturell immer defizitär ist. Auch das Bistum selber hat durch ganz große Kostenabsparungen zu der Verbesserung vom Resultat beigetragen an der Höhe von 1,2 Millionen. Aber natürlich als wirtschaftliche Aktivitäten rundherum die Hauptgesellschaften Saint-Paul, Lafayette und Maria Reinsheim. An die Aktivitäten haben die zwei Großpolen davon sind den Mediengroup und den Immobilier, die in allen zwei durch Umsatzsteigerung und durch kombiniert mit Kostenreduktion zu dieser Resultatsverbesserung beigetragen. Was auch wichtig ist, was als Aktivität betrifft, dass am Umsatz, das fand auch am Rapport, die 4 Großkategorien vom Umsatz fußen. Das heißt, sowohl Medienaktivitäten wie auch die Immobilienrevenuen, wie Druckarbeiten, Librarien verzeichnen alle guten steigenden Umsatz. Dann auch ein paar Wörter zu unserer Schuldensituation. Als Debt non subordonné am Bilan sind im Ball 10 Millionen zurückgegangen. Die Erklärung davon ist, dass den Bistum Präen, die Grut von Organisationen wie zum Beispiel Kirchenfabriken, Kongregationen, also Organisationen, die am Geest vom Bistum schaffen, dass der Bistum die Präen zurückbezahlt wird, zu einem großen Teil. An der Bitte von der Wert, denen Organisationen zu ermöglichen, autonom zu sein an der Gestion von ihren Fonds. Kurz wird auch zu einer Bank geschuldet, die als leicht herabgegangen von 15,5 Millionen in 2013 auf 16 Millionen in 2014. Ein dritter Punkt, wo ich gerne ein paar Erklärungen ging, das als Vermögenssituation, vielleicht am Anfang ein paar Wörter zum Perimeter von den konsolidierten Konten, die daher sind. Das ist der Perimeter von der Entité juridique Bistum, von der Personalität juridique Bistum, das ist die Entité juridique selber, plus all die größeren kommerziellen Gesellschaften, und das sind dann 900 Zoll, die hier majoritär gehören. Den Impact an diese Konten von denen nicht konsolidierten oder nicht voll konsolidierten Gesellschaften ist negligible. Also es geht hauptsächlich um das Bistum selber, an die 9 kommerziellen Gesellschaften, die auch hier im Rapport abgelöst sind. Ich habe wieder gesehen an diesem Bilan, das doch nicht neu ist, par rapport zu 2013, als der größte Teil von unserem Anlagevermögen durchgestaltet durch Terrain und Gebäude mit einem Wert von 131 Millionen. Den Wert ist 5,7 Millionen zurückgegangen par rapport zu 2013. Das hat zwei Gründe. Und den Grund also ganz normalen, sind die ganz normalen Wertberichtungen, die daher auch an also Korrektion der Valeuren auf Französisch, die da am Rapport fand, die größtenteils auf Gebäude gebucht gehen. An die andere Erklärung sind Sortien aus dem Anlagevermögen bedingt durch Verkauf von pur Immobilien. Wichtig ist auch zu wissen, dass die Immobilien alle Gürten auf Marktwert evaluiert sind. Das heißt, an der Bewertung sie keine signifikant Bewertungsreserven enthalten. Ich gebe auch gerne ein paar Wörter so zu paar größere Variationen von ein paar Posten an der Bilanz an am Profil Pert, die auch am Rapport erklärt sind.
die sind auch an den Noten erklärt an Nord 82, also Punkt, den erste Punkt, das ist ein comptable Plus-Value, die man erzielt um Verkauf in einem Gebäude. An die comptable Plus-Value an der Höchst von ungefähr 1,4 Millionen hat eine ganze Reihe von Posten stark an ihren Variationen impactiert. Versteht, dass die mal gebucht gehen an exceptionellen Erträgen, wird also eine Erhöhung von den exceptionellen Erträgen herbeigefordert wird par rapport zu 2013. Dono as die Plus-Value comptable über autre charge d'exploitation an Plus-Value immuniseen vom Egekapital transferiert gehen, durch schon mal also eine ganz starke Erhöhung von autre charge d'exploitation par rapport zu 2013 und dann eben schlussendlich wird dann an der Plus-Value immuniseen am Egekapital zu der Erhöhung von den Posten um ungefähr 1,4 Millionen gefordert. Und das sind noch die zwei Komponenten für auf Egekapital zurückzukommen, die der Erhöhung von einem Egekapital erklären. Einerseits die 1,4 Millionen Plus-Value immunisée und auf der anderen Seite natürlich das Resultat von 2014 mit 2,6 Millionen. Das sind die zwei großen Komponenten, die eben die Erhöhung von 3,9 Millionen von einem Egekapital erklären. Eine andere große Variation, die auch im Rapport geschwärzt ist, das BES von einem Finanzresultat, das um 842.000 € hochgegangen. Das hat nicht mit Finanzierungskosten zu tun, mit das sind zwei Komponenten, die dazu gefordert und dient als ein 2014er Wertberichtigungsaufwand, den 2013 nicht da war. Da sind pro Partizipation wertberichtigt gehen, was 2013 nicht der Fall war. Und dann hat also nicht rekurrenten 2013er Ertrag auf der Liquidation von Beteiligungen, den 2013 also Ertrag da war, also 2014 nicht mehr. Was den Ausblick betrifft, da das auch im Rapport zum Schluss gehen, natürlich 2014 für echt positiv Resultate, das auch ganz positives Element. Als ein Ausblick als aber, muss man so für den deutschen Ausdruck zu gebrauchen, Verhalten für Werte, das auch erklärt, weil man ja durch die neue Konvention mit der Regierung vom 26. Januar 2015 kommen ab diesem Jahr aber relativ spät am Jahr kommen zusätzlich Personalkosten bei Zoll, weil ja all Neuerstellungen von Pasteer, von Diakren, aber auch von Leiken am Denkst von der Kirche, muss direkt, die Personalkosten mussten direkt vom Bistum gedroht gehen. Das heißt, als Anstrengungen für weiter Kosten zu spuren, für als Aktivitäten zu developieren, muss man noch weiter verstärken. Progressiv klemmt dann den Posten von den Personalkosten und auch wenn man das Resultat hat mal halen oder sogar leicht verbessern, geht das natürlich eine starke Reduktion, die neu dabei können von diesem Resultat. Voilà, so viel zum Erzbistum. Ich gebe dann los hier nicht viel zu unterbrechen und noch ganz kurze Probier so zu de Konte vom Grand Seminaire, den daher an der Broschüre fand. Wichtig ist, dass die Konten komplett separat sind. Der Grand Seminaire gehört nicht zum Perimeter de Konsolidation, zum Konsolidationsperimeter vom Bistum. Den Grand Seminaire gehört sich sozusagen selber, das ist eine separat autonome Entität, die aber natürlich zur katholischen Kirche zu Lützeburg gehört. Und dafür ist hier am Punkt B, also Punkt A aus dem Text, an Punkt B an der Partie 2, das sind Konten vom Grand Seminaire. Ganz kurz, just eine pure kurze Erklärung dazu, und da ging ich fort und Herr Ehret. 2013 hat man gesagt, das war die erste Kehr, wo man eine Comptabilité d'engagement oder eine Comptabilité en partie double angefordert hat. Für den hat man eine Comptabilité de caisse, das heißt, für den hat es just mit Recette Dépense geschafft. Also das war ein ganz großer Schritt. Den hat aber eine technische Konsequenz, nämlich dadurch konnten Soldouvertüren von 2013, die aus einem anderen Typ von Konto konnten nicht komplett geprägt gehen von den Reviseuren, was dazu gefordert wird, dass sie kein Zertifikat konnten ausstellen. Das tun wir 2014 natürlich nicht mehr. Und das ist also das erste Jahr mit einer uneingeschränkt positiven Opinion von unseren Reviseuren. Kurz wieder zu den großen Zölle vom Bilan vom Centre Jean 23. Wir haben ein Egekapital von 4,5 Millionen, ein Somme bilantaire von quasi unverändert 8,6 Millionen. Da ist eben wichtig aber zu wissen, dass du auch quasi unverändert 2,9 Millionen davon graveiert sind, als sogenannte Fonds Graveen. Und
was den Profil Perdo betrifft, als er aufzustreichen, dass das Centre Jean 23 fertig ist, den Kästen zu reduzieren. Jetzt sind aber auch ein paar Erträge zurückgegangen an den Bistum heute aus Kästendruck misste sing Subvention und das Centre Jean 23 von 1 Million Euro 2013 ab 900.000 Euro 2014 zurückfuhren. Die Reduktion wird auch weiter in Zukunft vom Bistum aus eben den genannten Kästegrin müsste reduziert gehen. Insgesamt hast du für 2014 eine Unterdeckung von rund 100.000 Euro entstanden. Voilà, so ich merci für Attention und ich gebe dann vor darüber gehen an Mikro Matt und den Herr Ehret. Die Damen und Herren, ich stelle hier den zweiten Teil vom Rapport für die Chiffre 2014. Dafür geht an diesem Teil, wie ich schon gesagt habe, das Centre Jean 23 Grand Séminaire. Das mich als ich eine Bemerkung über diesen Namen machen. Das Centre Jean 23 ist viele Leute einfach nicht mehr bekannt als das Seminär. Das Seminär ist ihr traditionellen Institut, das geistlich ausbildet. Wir machen ihr viel mehr wie eine Priesterausbildung. Kirche und Gesellschaft haben sich rasant entwickelt und dafür ist den Centre Jean 23 Grand Séminaire im Oktober 2013 den Zentrum für Bildung, Forschung, Dialog und Dokumentation von der Erzdiözese Lützeburg. Was heißt das? Was gehört alles dazu? Als erstes sind das alte Aktivitäten und Services für Formation initial für Haupt-, Neven- und ehrenamtliche Mitarbeterinnen und Mitarbeiter. Dann noch Offeren von Formation continue für kirchlich und zum Teil auch außerkirchlich Personal. Dann noch Offeren für Formation permanent oder Bildung. Auch der ganze Bereich von theologischer, interdisziplinär orientierter Forschung gehört zum Centre Jean 23. Als Großbibliothek mit über 140.000 Publikationen ist eine wichtige Ressource für diese Aktivitäten. Das ist für jeder Interessierte. Schließlich ist das Centre Jean 23 eine Plattform, auf der auch die anderen konventionellen Religionsgemeinschaften mitschaffen werden. Das Centre Jean 23 hat sich also, so wie doch an der Konvention mit dem Staat steht, abgemerkt für die Mitarbeit von den anderen konventionellen Religionsgemeinschaften. So ist das Centre Jean 23 Grand Séminaire ein Institut, das das ganze Spektrum von Forschung und Bildung aufdeckt. Wir stehen zurzeit an einer Periode de Refondation. So haben wir sämtliche Formationen von den verschiedenen kirchlichen Services regroupiert, ob das zum Beispiel am Bereich von der Formation continue von unseren Agents pastoraux und Religionsenseignants oder an den Bereichen von der Bibelarbeit, von der Präparation au Mariage, von der Medienarbeit ist, für nicht die zu nennen. Am letzten Jahr haben wir das praktisch umgesetzt, was am Dekret von 2013 vorgesehen war. Der Rapport geht auf die Seiten, die dem Centre Jean 23 gewidmet sind, zu diesen Aktivitäten. Wir haben dann angefangen als Strukturen, als Projekt de Recherche, als zukünftig Parcours de Formation und als Zusammenarbeit mit anderen Institutionen auf nationalem und internationalem Niveau so zu entwickeln, dass sie an einem dreifachen Dienst stehen. Am Dienst nicht nur von der Kirche, am Dienst auch vom Dialog mit den anderen Religionsgemeinschaften und letztlich am Dienst von der Lützeburger Gesellschaft. So beschäftigt sich im Bereich vom Centre Jean 23 mit Fragen, wie ein Haut Glauben versteht und vermittelt. Ein anderer Bereich setzt sich mit den Fragen von der Ethik auseinander, unter anderem von der Friedensethik und von der Finanzethik. An diesen zwei Bereichen sind wir dabei, die Expertise von Enseignants und Chercheuren aus verschiedenen Ländern und aus verschiedenen Religionsgemeinschaften mit anzubringen. Das Centre Jean 23 mischt sich noch ab für Reunionen und Aktivitäten, die von verschiedenen national und international Trägern gedroht sind.
Das Regroupement an das Refondation hunne lo viel positiv Effekte. Erstens, wir haben eine viel bessere Vernetzung von der Arbeit um Terrain mit der akademischen Arbeit. Zweitens, wir können mehr interdisziplinär, effizient und themenorientiert schaffen. Drittens, es entstehen Synergien an den verschiedenen Bereichen, die von ihren jeweiligen nationalen und internationalen Ressourcen profitieren und so auch Kosten spuren. Wir haben fünftens eine bessere Visibilität, ein besseres Marketing und eine hohe Kredibilität. An unserem Land, an über den Grenzen heraus, gehen wir zu einem interessanten Partner. Sechstens, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hoch motiviert und erleben den neuen Centre Jean 23 als einen Kreativplatz, wo sie mit ihren Kompetenzen herausgefordert sind, mitzuschaffen. Das Centre Jean 23 hat Personal in verschiedenen Bereichen, am akademischen, formativen, administrativen und technischen Bereich. Das sind Leute, die als Ministre du Culte, als Salarié privé vom Archevêché und als Salarié privé vom Centre Jean 23 umgestaltet goufen. Ich verweise gerne an diesem Kontext auf 4 neue Personen am Centre Jean 23. 2 neue Professoren goufen durch eine internationale Ausschreibung nur den am akademischen Bereich übliche Kriterien rekrutiert. Des Weiteren haben wir auch eine neue Bibliothekarin angestellt, der ja hier Kandidatur von einem Komitee de Recrutement zurückbehalten gouf. So hat Literaturwissenschaft studiert und noch Bibliothekswissenschaft. Schließlich haben wir einen neuen Gérant, den Haus kompetent und engagiert feiert, für das es auf technischem Niveau so aufgestellt ist, dass es seine Mission erfüllen kann und dass es doch ein Platz ist, wo es spürt, dass es willkommen ist. Ich will dem ganzen Personal ein grosses Merci sagen für sein Engagement, seine Flexibilität und seine Disponibilität. Ohne das Personal wäre es gar nicht möglich, eine Periode de Refondation, wie wir sie zurzeit tun, so zielorientiert, effizient und stringent durchzuziehen. Zum Schluss lasst mich kurz an die Zukunft gucken. Was ist das Hauptziel? Welche Herausforderungen muss man als stellen? Als Hauptziel, das der so gut wie steht, ist es, als Luxemburg School of Religion and Society den Aktivitäten an einen Kader zu bieten, den den Esprit de Dialogue et Innovation ausdrückt, wo sich für ein Bild vom Jean den 23. dem Papst vom Aggiornamento zu gebrauchen, auf der einen Seite Tradition und auf der anderen Seite Engagement für die Zukunft von einer demokratischen, multikultureller Gesellschaft kreativ modernen verbannen werden. Luxemburg School of Religion and Society drückt das an ihrem Namen aus, nämlich den Dialog, wo man reist zusammen mit den anderen konventionierten Religionsgemeinschaften aktiv für eine Zukunft von einer Lützeburger demokratischer Gesellschaft wollen ersetzen. Den Challenge, das den zügig als neue Programme umzubieten und noch einen zukunftsorientierten Finanzierungsplan aufzubauen. Letztes Jahr hatte man die Kontabilität Analytik an den Audit angefordert, die Transparenz garantieren, ein effizientes Kenntnismanagement ermöglichen und uns so auch die Kredibilität geben, die wir brauchen, wenn wir einer Finanzierungspartner ausschwätzen. Es sollen dafür den Damen Bernadette Reuter, Chantal Penning und Martin Oehmen, wie auch dem Herrn Marc Wagner, große Merci für ihren Einsatz an diesem Bereich. Auf dieser Grundlage von der Refondation des Programms et Structures und von einer transparenten Finanzierungsstrategie ist es möglich, konstruktiv weiterzuschaffen und so in Zukunft zu gehen. Es soll nicht merci. Erich lo d'Wurem und ich zurück will gehen für eventuell Fragen, die da können tun, will ich aber nicht verpassen, darauf hinzuweisen, dass die Kirche von Lützeburg zwar intern genug beschäftigt, dass man in den verschiedenen Dossien
die mir abgewiesen haben, dass sie aber du wennst nicht ihre Kontakt, ihr Rassismus mit der Gesellschaft verloren, an der sie dran lebt, weiter und denen brennende Frohen, die dann dieser Gesellschaft gibt, notamment auch was Sozialfrohe sind, interessiert, dass ich dir an dem Zusammenhang so, dass wir am Gang sind, in einem diözesanen Projekt zu schaffen, den sich im Flüchtlingshilfe drehen, an wo am Hircht wird dann Mail der Detailer dazu gehen, dass ihr Projekt immer gedeft tun, Reach a Hand, also Flüchtlingen, Menschen, die heiner kommen an eng Neid daheim sichern, eng Hand zu riechen, von Willkommen und noch von Hilfe. An dem Kader sucht zu suchen, dass von alles riecht lebt, das also nach ein Cornudo, den Erzbischof wird die nächste Woche 2 Flüchtlingen bei sich daheim am Bischofshaus an der Avenue Marie-Thérèse abholen. Das ist also so, dass wir die vielen von dieser Gesellschaft mit abholen, die mir selber haben, auch an der Gesellschaft. Wir wollen uns nicht auftrennen von der Gesellschaft, wir wollen antreten, für dass sie weiterhin am Sinn jedenfalls von unserem christlichen Glauben eine humane Gesellschaft bleibt. Ich gebe euch merci soen, wollen für Ihre Aufmerksamkeit an Ginderlo auch das Rund frei für eventuell Fragen.